In jedem Fall kam dann die Zeit, wo er sich dann doch hat überreden lassen, in den Karneval zurückzukehren. Und das ist natürlich dann die Zeit, die den meisten hier in Erinnerung geblieben ist, das Kolonia-Duett. Das Kolonia-Duett war keine neue Erfindung. Hans Zimmermann, Spross einer hochmusikalischen singenden Familie und gelernter Hufschmied, trat unter diesem Namen schon seit Jahren auf. Als sein letzter Partner Jakob Kuhl 1974 aufgab, erinnerte ihn ein Bekannter an Hans Süper. Ich weiß, wen Sie suchen, de Gries. Er kannte Süper aus der Zeit, als er selbst in Sülz gewohnt hatte. Wenn ich mit meiner Frau spazieren ging, heulte öfters ein Motorrad vorbei. Ich sagte immer zu ihr, mach, dass du von der Straße kommst, da kütt der Gries. Der sei nicht gefahren, sondern um die Ecken geflogen. Wenn irgendwo was los war, sei Süper in der Regel immer dabei gewesen. So habe er ihn angerufen, Hesse Luss. Nach einer Bedenkzeit habe Süper gesagt, wir können es ja ins probieren. Ja, wir haben 1974 angefangen, 76, 77. Beim Vorstellabend von Karneval haben wir mit der Fleisch angefangen und da sind wir erst mal bekannt geworden. Ein Duett, dem es in diesem Jahr gelungen ist, in die Spitzenkräfte des Kölner Karnevals emporzuklettern. Das Kolonia-Duett, Hans Zimmermann, Hans Süper, lassen Sie sich überraschen. Da kam das erste Mal ein Gürzenich, das war uns ein Hammer. Gürzenich. Genau, für die Nicht-Kölner muss man sagen, der Gürzenich ist ungefähr das für die kölnischen Karneval, wie die Met oder die Scala für die Opernfreunde. So ungefähr, ja. Nur anders gekleidet, ja. Ja, aber geringfügig anders gekleidet. Ja. Wir zwei wollten essen, zwei wollten Ham. Und da kommen Fleisch. Mit De Fleisch schaffen Hans Süper und Hans Zimmermann 1977 den Durchbruch. Immer mit Gesicht. Wir stauten uns dumm, das war schwer. Und loten nicht hin. Da saß die Obama in der Fleischschüssel drin. Wir jagten sofort. Sie war wieder da. Sie summte von weg. Und sie brummte von nah. Zimmermann und Süper hatten die Zeilen des Duos Dill und Dopp, das nach dem Krieg bis zum Ende der 60er Jahre zu den Stars auf den Bühnen im Bonn-Siegburger Raum gehörte, mit einer flotten Melodie versehen. Die wunderbare Geschichte von einer Fliege, die sich einfach nicht fangen lassen will und die beiden singenden Erzähler zur Weißglut bringt. Dill und Dopp, die in schwarzen Anzügen... Leute, die dich gut kennen, die sagen immer, der Hans kann nicht zuhören. Stimmt das? Das ist das Problem. Ich habe das gewisse Alter. Es könnte auch so ein bisschen Alzheimer drin sein. Ich weiß es ja nicht. Aber man hat immer Angst, man will was sagen. Und wenn du dir zum Mund hältst und lässt denjenigen aussprechen, dann habe ich dann wieder vergessen, was ich sagen wollte. Also, das ist nicht bösartig, das ist immer so. Mir nahmen dort die Schrift und der andere war jung, der andere hatte ja doch noch nicht gekannt. Wir zwei hingen her und wurften uns hoch. Die Fleisch war kaputt und wir zwei sind jetzt fort. Wenn ich nicht aufgepasst habe, wann die kamen, dann klingelte spätestens so, während sie beiden loslegten, das Telefon und dran war mein Freund Helmut Fischer. Oh. Ja, und Helmut und ich waren die größten Superfans überhaupt. Und soll ich dir was sagen? Mein alter, leider verstorbener Freund Helmut sagt, dieser Mann ist ein Genie. Er hat es in Bayerisch gesagt, ich sage das jetzt nicht, sonst wird es missverstanden. Er ist ein Genie. So, das hat der gesagt. Das ist eine Tatsache. Das ist jetzt keine für dich erfundene Geschichte. Und ich war besonders froh, als wir mal zusammen aufgetreten sind. Ich merke es richtig, wie es rutscht. Ich merke es richtig, wie es rutscht. Da haben wir uns dann kennengelernt. Und der ist so. Wir haben sich erst den Führerschein abgenommen. Jetzt musst du mit dem Bus fahren, ne? Mit dem Bus? Ja. Der Führerschein ist da weg. Du musst jetzt mit dem Bus heimfahren. Mit dem Bus fahren? Ja. Das geht nicht. Warum geht das dann nicht? Überlegst du? Ja. Der kriegst du ja nicht in die Garage rein.
Selbst zu Zeiten, wo ich sehr oft mit Karneval auf Distanz gegangen bin, wenn der Hans im Fernseher war, dann habe ich nächtelang durchgeguckt. Ich habe das alles gesehen. Es war mir auch egal, ob ich das im vergangenen Jahr schon mal gesehen hatte. Beim Hans konnte ich einfach den Fernseher nicht ausmachen. Ich kenne so viele Sketche von dem, die auch bei uns schon zu Hause zum geflügelten Wort geworden sind. Emiade, ne? Ja, also er braucht zum Beispiel nur irgendeiner muss nur sagen Emiade, dann bricht alles direkt zusammen. Weißt du dann der Hexenschuss her? Der habe ich mir doch bei mir im Jade geholt. Im Jade? Ja, im Jade. Im Jade? Ja, ich habe doch meine Jaden umgegraben. Umgegraben. Der Jade? Ja, und haben wir doch für so ein Heck gepflanzt. Ein Heck? Am Weg, ja. Ein Heck? Ja. Im Jade? Ja. Und da musste ich mich ja bücken für die umzugraben, ne? Bücken? Ja, im Jade da. Im Jade? Wegen der Heck? Wegen der Heck, ja. Ja, und jetzt? Einen Hexenschuss. Im Jade? Von Böcke? Ja. Muss der Jade eine Meter höher legen? Beim Kolonia-Duett ist nicht der klassische Witz, sondern allein das Gespräch schon Programm. 1981 finden die beiden so scheinbar zufällig ihren Markenkern. Et Ei wird geboren. Was hast du da mit den Haaren? Schön, ne? Ich trage mein Haar heute offen. Und dann habe ich für meine Kleinen gesagt, für meinen abgebrochenen Meter, habe ich gesagt, hören Sie auf der Bühne. Kannst du mir irgendwie in so eine Rat geben? Mir fallen hier die Haare aus. Ist das alles Kopf? Ja, klar. Mein Gott, was ist der hässlich. Und dann hieß es dann auf einmal ein Ei. Du Ei. So, hören Sie, und das Ei, das verbete ich mir jetzt. Für dich bin ich jetzt der Herr Zimmermann und geh Ei mi. Ist dir das jetzt klar? Nimm mir Ei. Nee. Zimmermann. Ja. Herr Zimmermann, früheres Ei. Darf ich noch einmal Ei sagen, ja? Nee. Nee? Nee. Nimm mir Ei. Nee. Stimm mir aus dem Paddelboot mit, Nee. ja? Nimm mich. Nee, ich will es nicht. Okay, einmal mich. Nee, ja, kein Mami. Und dass das mal so einsticht, wusste ich auch nicht. Wussten wir alle beide nicht, ne? Aber war doch gut so. Also, das war der kleine Funke, der rüberkam nachher, ne? Das war das Schöne. Zimmermann. Ja, Ei darf ich ja nicht mehr sagen. Zimmermann, das Frühere. Wir waren ja selbst überrascht, dass das Wort so ein Markenzeichen geworden ist. Denn überall, wo man hinkommt, der Name kannte sie weniger, aber das Ei, das kannte sie. Meine Frau auf dem Trödelmarkt einen echten Rembrandt gekauft. Oh. Du hast am Trödelmarkt einen Rembrandt? Oh ja. Ein richtiger Rembrandt? Einen echten Rembrandt. Ja, da, wo kommt der her? Aus Paris. Paris, oh, Frankreich. Paris bei Frankreich, ja. War der teuer? Der Gleise so eine Rembrandt-Tür, der kostet ja 20.000 Mark. Oh, der muss aber alt sein. Ah, der Rembrandt, 20.000 Mark, ist Paris bei Frankreich. Kauft er seine Alten, ist der bekloppt. 20 Mille für eine Rembrandt, müsst ihr euch mal vorstellen, alles Paris bei Frankreich. Hey, Schlüter, schon der Ende, du weißt ja, was der Rembrandt ist. Ich weiß nicht, was ein Rembrandt... Nee, das weißt du doch nicht. Eine baubuse Frechheit. Ein Rembrandt ist und bleibt ein Rembrandt. Richtig. Hast du eine Garage dafür? Gute Witze zu machen oder überhaupt einen Witz zu machen, ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen muss er sauber bleiben. Nicht ansprechen, andere Leute auf Krankheiten rausgehen. Es gibt ja Leute, die gehen an AIDS, an Krebs, die gehen alles ran. Das finde ich nicht für gut. Ein Witz soll ein Witz bleiben. Es soll sich keiner verletzt fühlen. Das ist das Schöne bei unserem Duette, die wir bis jetzt hatten, dass immer einer da war, der die Rolle spielt zum Verarschen. Der war als Kind so hässlich. Kein anderes Kind wollte mit dem spielen. Ja, wieso das dann? Darum hat seine Mutter immer ein Kotelettknöchelchen hinters Öhrchen getan. Ja, wofür dann? Dass wenigstens der Hund mit ihm spielt. Das sind so schöne Sachen, die tun weh. Aber das ganz Gespielte, das war so schön. Und das Duett war richtig abwechselnd.
Es passte alles schön, aber schön. An ob einmal wird sie munter und sie winkt uns mit der Hand. Ein Schiff wird kommen, geht sie singen, werden die Putzen auch in der Hand. Sing doch mit, du kriegst dasselbe Geld wie ich. Das macht er jedes Mal, da könnte ich verrückt werden, ehrlich. Da könnte ich verrückt werden. Ist zwar keine große Umstellung für mich, aber... Ich kann's mal sagen, was das sind so. Eiertanz. So, hören Sie, was ist das dann? Das ist der Takt. Bitte beachten Sie meine Körperbewegung. Das ist der Blues. Wobei. Ich war mal ein Gummimann. Meine Knochen macht man immer mit. Dann springen wir auf einem Bein ein paar Mal in der Höhe. Ja. Und sind wir zwei so richtig warm, ja, dann öffnen wir noch Wien. Das Henneschen-Theater in der Kölner Altstadt. Wer in Köln Rang und Namen hat, darf hier nicht fehlen. Und so ist auch eine Stockpuppe von Hans Süper im Programm. Ja, Hans, also dich im Henneschen-Theater als Puppe auf die Bühne zu bringen, ist ja nicht so einfach, weil du bewegst dich ja wirklich mit allen mit den Füßen, mit den Beinen, du springst auf die Bühne. Und da ist ja bei uns also ein bisschen mehr Arbeit, da sind also 3 Mann für zuständig. So, und dann mache ich nur den Takt und dann die Inge noch die Füße dazu. Und dann ist nicht da. Ist das dann für Ihr Maus? Was ist das denn hier für ein Rumor? Da will man sich nichts an in seinem Schrank für Karneval ausruhen. Der steht für den Schrank. Das Übersense. Hansi. So, du siehst aber gut aus, Junge. Ja, du auch. Ja, für all die Jahre, die du schon auf der Bühne stehst. Wie viele Jahre sind das jetzt? Sind jetzt ganz genau 1949 habe ich angefangen. Ja. Das dafür sind 50 Jahre da sind ja Puppe gehabt. Ja, da sind ja so übertrieben. Aber ich habe ja hier die Stoff gewonnen. Seit 1802 spucke ich mich durch Köln. Ja, spiel doch ein bisschen, Hans. Ja, ja. Sag, was hüpfst du eigentlich so vor deutscher Römme? Hast du Hummeln auf Futter oder was ist los mit dir? Mein lieber Zimmermann, ich hüpfe nicht, ich tanze. Aha. Ich habe nämlich Rhythmus im Blut. Ja, ja. Das liebt man ja so an mir. Rhythmus nennst du das, ja, ja. Aber du könntest dir das Tanzen ja überhaupt nicht erlauben. Ja, was soll das dann heißen? Wieso soll ich mir da das Tanzen nicht erlauben können? Wollen die Leute ja gar nicht sehen. Ach, weißt du doch ja nicht. Eiertanz. In den 80er Jahren ist das Kolonia-Duett die Nummer 1 im Karneval. Das Kolonia-Duett. Das Kolonia-Duett. Das Kolonia-Duett. Dafür müssen sich Hans Süper und Hans Zimmermann auch als Bühnenpartner immer wieder neu beweisen. Irgendwann hinterlässt dieser Druck Spuren. Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, Sie sagen einfach Zugabe. Das ist gar nicht so einfach, eine Zugabe zu geben mit einem Mann, der so bekloppt ist wie der... Ist es jetzt gut? Was würdest du denn machen, wenn wir heute morgen jetzt passieren wird? Wenn der Sensenmann käme? Ja. Und neben mir meine Zimmermann? Was würdest du denn machen? Also wenn du sterben solltest, ja. Das wirst du nicht überleben. Wie viel Ernst steckt in diesem Spiel? Der Karneval ist auch ein knallhartes Geschäft und da hat man nicht nur Freunde, vor allem wenn man jahrelang so erfolgreich ist. Mit einem Zeitungsinterview sorgt Hans Süper im März 1987 für großes Aufsehen. Karneval ist im Arsch, sagt Hans Süper. Das gab in Köln einen Aufschrei des Entsetzens und ihr... Ja, die Wahrheit darfst du nicht sagen, weißt du ja, ne? Und ihr damaliger Partner Hans Zimmermann, legendär, das Ei, war so beleidigt persönlich, dass das Kolonia-Duett daran zerbrochen ist. Er hat alles missverstanden. Aber den hatten Sie es später... ging um die Kollegen.
Süper, nein, ehrlich. Was meint ihr, was hinter den Kulissen los ist? Da regiert der blanke Neid, da gibt es Hass, das ist brutaler Konkurrenzkampf. Wir sind jetzt verbunden mit Hans Süper. Ich begrüße Sie. Hallo. Ja, Frau Limmen. Herr Süper, ist es wirklich wahr? Ja, leider. Können Sie noch mal sagen, warum? Ja, nach der Presse, die Express da die Kritik, die sie gebracht hat, hat mein Partner sich so darüber aufgeregt und meine, könnte deswegen nicht mehr über die Bühne gehen. Ne? Aha. Und? Ich meine, ich kann ja keinen zwingen, mit auf die Bühne zu gehen, ne? Ist klar. Hauptsächlich ging es darum, dass wir hinter der Bühne mehr Kameradschaft zeigen sollten. Dass wir mehr zusammenhalten sollen. Es wurde aber wahrscheinlich doch zu profihaft nachher. Dann haben Sie ja den Appell von dem Kölner Oberbürgermeister Burger gehört, der sagt, die sollen noch mal eine Nacht drüber schlafen. Die eine Nacht haben Sie schon drüber geschlafen, oder? Sehr schlechte, ja. Und? Ja. Endgültig? Ja, ich bin ja nicht alleine, ne? Herr Ja. Zimmermann will auf jeden Fall nicht mehr auf die Bühne gehen, ne? Und jetzt sitzen Sie wirklich zu Hause am Rosenmontag? Ja. Gut, dann kann ich mich eigentlich nur bedanken für das Gespräch. Wiedersehen, Herr Süper. Ich hoffe, dass er viel für Karneval gefeiert wird und viel Grüße an die Höhner noch. Ja. Tschüss, Peter. Matjot, Peter. Die Trennung des Colonia-Duetts bewegt die Menschen, nicht nur im Rheinland. Es gibt nämlich Krach um Sie, Krach ums Colonia-Duett und Krach um den Kölner Karneval. Jetzt mal schön der Reihenfolge nach. Warum geht es Krach um Sie und den Kölner Karneval? Ja, es ist eine Kritik abgelaufen im Express. Die hat natürlich großer Wirbel aufgegeben. Überschrift, Karneval am Arsch. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint, so wie also nicht ausgesprochen schon, aber nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe. Wie haben Sie es gemeint? Ich meinte, der Karneval geht, wie wörtlich steht, am Arsch, hinter den Kulissen, unter den Kollegen. Es müsste mehr Einheit da sein, mehr Zusammenarbeit da sein. Das ist die Hauptsache, wo es mir persönlich darum ging. Warum sind Sie denn eigentlich draufgekommen? Denn Sie selbst stehen ja richtig dick und fett im Erfolg drin. Man mutmaßt über den Daumen gepeilt 500.000 Mark Umsatz für das Colonia-Duett in einem guten Jahr, wie es offensichtlich das letzte gewesen ist. Warum machen Sie sich eigentlich jetzt überhaupt Gedanken darüber, ob es denn so mit der Qualität der Kollegialität so klappt, wie Sie sich vorstellen? Hier geht es nicht um Geld, es geht hier rein um eine Kameradschaft hinter der Bühne. Es wird hinter der Bühne gesprochen, weil wir im Moment ein bisschen Hochwasser haben. Die Leute mögen uns. Und da ist auch sehr viel Neid auch ablesbar an den Tafeln, zum Beispiel an der Rückwand von Satori-Säle, wo Sprüche draufstehen, die auch böses Blut machen. Und hier und da sind noch eine andere Kollegin, die über andere auch noch sprechen, die da was auszusetzen. Da nur die gehen nicht zur Zeitung und sprechen nicht darüber. Haben Sie sich denn da jetzt, weil Sie so lange miteinander gesungen und miteinander aufgetreten sind, hat man sich da so auseinandergelebt oder waren Sie eigentlich nie so eng miteinander, wie man es im Fernsehen und auch bei Sitzungen eigentlich immer gedacht hat? Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wir waren nie so eng zusammen als Kameraden so wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt wieder zusammen kämen, wir beide unheimlich viel gelernt hätten dadurch. Wir müssen etwas machen. Wir wissen zum Beispiel, wenn wir das wieder anfangen sollten, wie viele Leute, ich wusste gar nicht, dass ich so berühmt war, dass die Anrufe, die da gekommen sind mit weinende Leute am Telefon, weiß ich, wo die überall angerufen haben. Und man muss irgendwas geschehen. Und wenn das mit dem Zimmermann mit mir wieder klappen sollte, in Fragezeichen, ich glaube, da würden wir viel näher zusammenkommen, wie wir jemals gewesen sind. Und wenn das dann mit den Kollegen noch zusammenkäme, dann wäre der Himmel auf Erden. Das wäre der Himmel auf Erden. Schließlich hat der liebe Gott doch noch mal ein Einsehen. Das Colonia-Duett feiert seine Wiederauferstehung. Hans Süper und Hans Zimmermann genießen die Zuneigung ihres Publikums und laufen noch mal zur Höchstform auf. Auftritt bei der letzten gemeinsamen Fernsehsitzung im Gürzenich. Jedes Mal, wenn ich so zu Hause am Abend mit meiner Frau so intim gewesen bin, weißt du? Yes. Vergiss es, yes. Und ich gucke dann am anderen Morgen so in das Spiel. Wär's besser liegen geblieben, yes. Dann habe ich immer so rote Augen. Kannst du mir mal sagen, wovon das kommt? Du hast immer rote Augen? Immer morgens. Wenn die mit deiner Frau mal so ein bisschen Muschi macht? Ja. Zimmermann. Knallrot. Knallrot. Gefährlich.
Wieso das denn? Du fährst auf Reserve, Junge. Wenig später ist endgültig Schluss. Und die beiden gehen wirklich auf Abstand. Ja, bei der zweiten Pensionierung von den Karnevalisten, dann hat man Freunde und man hat welche, was die Schulterklopfer waren, aber die gibt es ja im ganzen Leben. Und da wollen wir nicht weiter drüber sprechen. Ne? So, jetzt werden wir die Sachen in den Schrank hängen, zur wohlverdienten Ruhe. Denn die haben sich ja verdient. Das war dann. Tschüsschen. 1994 stirbt Hans Zimmermann an Krebs. Die Fans des Colonia-Duetts trauern ein letztes Mal. Manche sind auch wütend, denn einer fehlt bei der Beerdigung auf dem legendären Melatenfriedhof, Hans Süper. Köln weinte um den großen Karnevalisten. Süper geriet in die Kritik, weil er an der Beerdigung nicht teilnahm. Er ließ stattdessen einen Nachruf veröffentlichen. Lieber Hans, 17 Jahre waren wir zusammen auf der Bühne erfolgreich, in Kritik meistens heiter, manchmal aber auch im Ernst. Doch eines hatten wir immer, unser Publikum. Wir sind eine lange Zeit zusammen alt geworden, ich danke dir dafür. Es tut weh, dich verloren zu haben und den letzten Weg nicht mit dir gegangen zu sein, weil ich mich auf einem anderen Kontinent befand und unerreichbar war. Ich werde deinen letzten Weg jetzt alleine gehen. In Gedanken bei dir, Dinge Hans Süper. Nein, wir hatten keinen Knatsch, wir hatten uns nichts mehr zu sagen. Wir hatten uns nichts mehr zu sagen. Es gab viele Vorwürfe seinerzeit, als Zimmermann starb und Süper nicht bei der Beerdigung war. Die Öffentlichkeit hat gesagt, hat aufgeschrieben, wie kann er sowas machen, kann man nicht spätestens dann über den Schatten springen. Wir waren zu der Zeit, ich habe mir Blumen hingeschickt ins Krankenhaus, bevor ich in Urlaub fuhr mit meiner Frau. Und die meisten wissen ja, ich war auf Hawaii gewesen. Und ich wusste gar nicht, dass der Mann verstorben war. Erst, wie ich nach Hause kam. Wir zwei wollten essen, wir zwei wollten Ham. Und da kommen Fleisch und summt uns immer. Immer mit Gesicht. Wir starrten uns dumm, das war schwer, und loten nicht hin. Da saß die auf einmal in der Fleischschüssel drin. Wir jagten sofort. Ich hab mehrere Systeme. Sie war wieder da. Sie summte von weg. Und sie brummte von morgen. Er war ein Rühmflei. Was ist das jetzt, ein Rühmflei? Das ist Englisch, Rühmflei. Ja, und was ist das? Ein Dressfleisch, so eine Johnny wollen leben, ja, aber das kann sich an. Her mit Pantoffel, jetzt wird so viel. Ja, da war sie verschwunden und alles war still. Wir zwei wollten lesen, die Expresso. Und da kam die Fleisch und summte uns immer mit Gesicht. Wir falten die Zeitung und machten ein Bretsch. Und wenn die jetzt geht, dann wird sie geflitscht. Da kam sie von hinten, das Schweine. mir helfen der Hans, ganz konzentriert und alles gespannt. Da saß er um dich, drauf mit Gebrüll. Ja, da war sie verschwunden und alles war still. Kaum saß er mal wieder, und wieder die Fleisch. Und zum Tor immer Gesicht. Und da ist er, bist du schnell oder? Excuse me, Herr Zimmermann, früheres Ei, ja? Und summte uns immer mit Gesicht. Wiederholung.
Jetzt kräht wir Wut, noch Sechsel flogen, wir rannten wie Wilde, im Zimmer irren. Wir wurften mit dem Schluffe der Uhr von der Wand. Wir haben uns am Ofen et Pfützchen verbrannt. Vom Tisch fehlen das, von der Oma der Brill. Ja, da war sie verschwunden und alles war still. Wir waren Schachmatt, wir waren fertig, komm rein. Von der Jagd nur der Pflicht. Lass mich doch uns erzählen, Mann. Denn die summte schon wieder. Macht er jedes Mal. Immer mit Gesicht. Ist doch ein Ei. So flüch hin und her. Zimmermann, summt ohne Verdruss. Genauso als Lase und zwei auch noch uns. Wir nahmen dort den Schmuff, wenn der an der Wand, der andere hat die ja doch noch nie gekannt. Wir zwei hingen her und wurften uns drauf, die Fleisch war kaputt und wir zwei sind jetzt fort. Kollegin, die vorhin mit deiner Frau so nett gesprochen hat, mit Helga, die war jetzt noch mal an einem Stammtisch und hat mit Leuten gesprochen, die A, die Crème de la Crème der kölschen Kultur sind und B, ziemlich viel Schönes über dich erzählen können. Guck mal. Immer Leute geben, die keinen Geschmack haben. Ich habe den kennengelernt, da haben wir ein Konzert gemacht im Gloria und dann sollte der Hans Wieper da mitspielen. Wir haben auch vorher probt, 3 Nummern, war auch alles perfekt. Und dann hat er angefangen zu spielen und also er kam dann raus, wurde vorgestellt, fing an, die erste Nummer zu spielen, das war dann noch okay. Danach hat die ganze Band eine halbe Stunde auf der Bühne gesessen und ihm einfach nur noch zugeguckt. Es war nichts mehr zu machen. Der hatte komplett das Ganze da übernommen. Der hat auch gar nicht mehr viel Musik gemacht, der hat ganz viel erzählt den Leuten und ich hatte Tränen in den Augen. Ich konnte ja nicht mehr singen, war nichts mehr möglich. Da war Feierabend. Sowas habe ich vorher auf einer Bühne noch nicht erlebt. Dass einer so rauskommt und du kriegst ja keine Luft mehr auf der Bühne. Du willst ja nicht mehr sein. Du willst von der Bühne runtergehen und dir das unten angucken, weil du denkst, ich habe jetzt hier nichts mehr zu suchen. 2001 verkündet Hans, bald endgültig von der Bühne zu gehen, mit einer großen Abschiedsgala. Aber erstmal gibt es dazu eine Pressekonferenz. Und jetzt haben wir 10 Jahre das Superduett gegründet und wir haben die ersten Jahre schwer arbeiten müssen. Werner Keppel, der wird jetzt auch schon 70 jetzt, ich bin jetzt 65. Und unser Wunsch war dann, diese 10 Jahre fortzumachen und dann aufzuhören. Zum Abschied will Hans auf die ganz große Bühne gehen. Das eigene Leben im Zeitraffer. Auch die 2 Schnürräme dürfen an diesem Abend nicht fehlen. Los, der Hinger im Saal. Was ist denn da? Der Rest. Oh, was hat er den Dikothek an? Bist du Mensch, hätte er den Milchverwertung. Bist du Scher? Wieso? Das sind 2 Plateköpfe, die sitzen nebeneinander. Als kleine Jung han ich mich ins Verlaufen. Ich glaub, ich wollte mir nur ein Rahmkammelchen kaufen. Ich von min Straß nicht nie und das war schwer. Der Schutzmann fragte mich, wo gehst du her? Ich hatte Angst, erinnere mich beim Schlawittchen. Im Geiste sah ich mich direkt der Mann im Kitchen. Doch ich merkte, meidet gut mit mir. Ich seht ihm dann treu herzlich ob mein Ehr. Ich bin eine Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine Kölsche Jung und jen lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen ist Köln alive. Du hast in einem Interview gesagt, du möchtest sterben wie ein Kölner. Am dummen Herzschlag impfen. Aber vorher eine Kerze noch anzünden im Das machen hoffentlich andere, ich hoffe nicht. Ich weiß es ja nicht. Ne? Ich rate dir, lass niederkommens hange. Lev in der Darin, dann wirst du dich schon fange.
Denn wenn du nicht mehr lachst, das ist vergeht. Sing doch den Mutterspruch, ob kölsche Lied. Sing so wie ich, du brauchst dich nicht so schamme. Hast du große Lust, dann singen wir zusammen. Denn wenn du eines hast, für'm Himmelsböttchen stehst, dann sagt dem Petrus heimlich, still und leis. Ich bin auch sonst nicht schlecht, ne, ich bin brav. Mi Lieblingswünsche heißt Köln allein. Was für ein Auftritt. Und gleich geht es weiter mit Das Beste aus Du Ei.